Herzlich willkommen im Jahr 2017. Es ist schon wieder ein Jahr rum. Es ist unglaublich. Und das Jahr 2000... Was mache ich mit meinen Händen? Und das Jahr 2017 verspricht sehr gut zu werden für Film. Und weil ich mich sehr freue auf einen Haufen Film, habe ich einen fucking Top 50 Film gemacht. Also ich mache es so, dass ich in der Reihenfolge vom Release mehr oder weniger auf 40 Film eingehen, wo ich mich darauf freue, wo ich gespannt bin drauf, wo ich skeptisch bin, wo ich aus irgendeinem Grund sehen will. Und nachher mache ich meine Top 10 von Filmen, wo ich mich am allermeisten darauf freue, ohne bestimmte Reihenfolge. Und wir fangen doch gerade mal an, sonst geht das Video dann 3/4 Stunde. Am Anfang von meiner 40er-Liste haben wir Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Ich freue mich ein bisschen sozusagen auf den Film. Die Idee vom Film finde ich spannend. Er hat zwar nicht super Reviews bekommen, aber der könnte trotzdem eigentlich noch ganz glatt werden. Dann weiter haben wir La La Land, den ich zwar gesehen habe, der auf meiner Top 10 war, aber trotzdem, er kommt erst Mitte Januar offiziell raus und ich will nochmal erwähnen, wie toll das der Film ist und darum freue ich mich, den Film nochmal zu sehen. Dann haben wir The Great Wall mit dem Matt Damon, der so ein bisschen 300-mäßig aussieht, einfach in China und eigentlich noch eine spannende Geschichte hat, vielleicht coole Effekte und ich bin gespannt auf den. Dann weiter haben wir Triple X, The Return of Xander Cage. Wieso freue ich mich auf den Film? Keine Ahnung, der Trailer sieht so dermaßen hohl aus, aber ich freue mich drauf auf so einen richtig hohlen, blöden Actionfilm und darum ist Triple X da drauf. Dann weiter haben wir Resident Evil, The Final Chapter. Keine Ahnung, sieht irgendwie noch glatt aus, aber irgendwie auch nicht so ganz. Ich weiß nicht genau wieso, aber Resident Evil, The Final Chapter, hoffentlich ist es der Finale, es ist glaube ich irgendwie der 6. oder der 7. Könnte vielleicht noch glatt werden. Dann haben wir Split, der neueste Film von M. Night Shyamalan mit dem James McAvoy, wo er einen Typ spielt, der irgendwie 26 verschiedene Persönlichkeiten in sich hat und die Reviews bis jetzt sind sehr gut, was mich überrascht und darum bin ich recht gespannt auf den Film. Dann haben wir Manchester by the Sea, wo auch einen Haufen Oscar-Buzz bekommt, also viele Leute schwätzen über den in dieser ganzen Award-Season und es scheint sehr ein emotionaler Film um einen Typ, der zu seiner Familie zurück muss wegen irgendeinem Vorfall und das aber nicht unbedingt will und darum ist er emotional, ich weiß es nicht genau, aber ich bin gespannt. Und dann haben wir den potenziellen Nummer 1 Film von meiner Güssel-Liste vom Jahr 2017 und das ist 50 Shades Darker oder in der Schweiz 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe. Der Trailer sieht zwar wesentlich viel besser aus, als er sollte, aber trotzdem, ich bin sehr skeptisch. Ich werde ihn sehen, einfach aus reinster Neugier. Dann weiter geht's mit dem Lego Batman Movie. Der Lego Film ist grossartig und der Batman, also der Lego Batman, ist einer der besten Teile von dem Film. Jetzt kommt er seinen eigenen Film über. Die Trailer sind bis jetzt absolut fantastisch gewesen und darum bin ich überzeugt, dass der Film gut wird. Dann haben wir einen Film, der knapp mehr als eine Stunde geht. Bei uns aus irgendeinem Grund erst im Februar rauskommt, obwohl es ein Schweizer Film ist und er nominiert ist für einen Golden Globe für den besten Animationsfilm und das ist My Life as a Zucchini oder Ma Vie de Courgette. Ich bin recht gespannt auf den, sieht mega charmant und herzig aus und er ist mit Zoomania und Vaiana und Kubo and the Two Strings nominiert für den besten Animationsfilm bei den Golden Globes, also muss ja der irgendetwas sein. Dann haben wir T2, Trainspotting. Also ich habe den Original Trainspotting noch nicht gesehen. Er steht da oben auf dem grossen Stapel von Filmen, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ich werde den sicher schauen, bevor der zweite Teil rauskommt und viele Fans freuen sich extrem auf den und darum bin ich auch gespannt zu einem gewissen Grad. Dann haben wir The Cure for Wellness, den ich spannend finde, weil es geht darum, dass einer irgendwie in so eine Anstalt in den Schweizer Bergen reinkommt, obwohl er glaube ich etwas untersuchen kann. Nachher wird er aber selber eingeliefert. Das ist mega komisch. Der Trailer hat eigentlich noch spannend ausgesehen und er spielt in der Schweiz so ein bisschen in bekannten Landschaften. Darum freue ich mich ein bisschen auf den Film zumindest. Dann haben wir Patriots Day, wo ich ein bisschen skeptisch bin, weil der Film heisst Patriots Day und geht um das Boston-Massaker bzw. das Boston-Attentat bei dem Marathon. Und es ist der Peter Berg, der Deepwater Horizon gemacht hat, den ich überraschend gut gefunden habe. Und darum bin ich gespannt auf Patriots Day, aber eher ein bisschen vorsichtig. Dann etwas, was vielleicht ein bisschen lächerlich ist, aber ich bin sehr gespannt auf den Power Rangers Film. Der Trailer hat
recht okay aussieht. Die Kostüme sehen noch spannend aus und ich bin gespannt, was sie mit dieser uralten Property noch anstellen. Dann ein Film, wo ich am Anfang gefunden habe, so, dass wieso macht man ein Prequel zu dem, und jetzt gibt es halt ein Prequel zu King Kong mit Kong Skull Island, wo im Trailer und mit dem Poster wirklich super gut aussieht, mega spannend, und es hat gute Schauspieler dabei, der Regisseur ist spannend, von dem her freue ich mich recht auf Kong Skull Island, was ich nicht erwartet hätte am Anfang. Dann haben wir Moonlight, wo auch einen Haufen Oscar-Buzz überkommt, wo viele Leute schwätzen davon, dass es einer der besten Filme ever hat, lang sehr, sehr hohe, sogar perfekte Wertungen auf Metacritic und so. Und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich weiß nicht, ob das einen ist für mich, aber ich bin überzeugt, dass das ein guter Film wird. Dann die Anime-Verfilmung Ghost in the Shell mit der Scarlett Johansson. Das könnte auch zu einem gewissen Grad spannend werden, weil Anime-Verfilmungen sind noch nicht wirklich gross in Hollywood, aber der Trailer hat vielversprechend ausgesehen, darum bin ich dabei. Dann der Animationsfilm The Boss Baby, wo der Trailer irgendwie schräg aussieht, aber es ist ein Baby, das zu einer Familie kommt, aber eigentlich ein Chef ist von jemandem. Mega komisch, ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt, aber lustig aussieht, tut es auf jeden Fall. Dann weiter auf der Liste haben wir The Founder, wo da geht es um den Gründer von McDonald's, gespielt von Michael Keaton, und ich weiß nicht genau, was ich halten von dem, aber so Biografien sind einmal noch spannend und da freue ich mich drauf auf den. Dann haben wir Baywatch. Wieso, dass man ein Reboot macht von Baywatch, weiß ich nicht. Der Trailer hat absolut hohl ausgesehen, aber er könnte noch lustig werden. Der Dwayne «The Rock» Johnson ist ein cooler Typ, der Zac Efron scheint sich gut zu verstehen mit ihm, darum wieso nicht? Dann haben wir King Arthur, The Legend of the Sword, oder in der Schweiz The Legend Begins, weil die Schweizer scheint Sword nicht verstehen. Aber das ist eine King Arthur-Verfilmung von Guy Ritchie mit ein paar spannenden Leuten dabei. Der Charlie Hunnam spielt den King Arthur. Er sieht stylisch aus, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung das er geht. Darum bin ich skeptisch optimistisch. Dann haben wir Alien Covenant, wo eigentlich die Fortführung, also ein Sequel ist von Prometheus, wenn ich so mäßig finde. Er ist super gemacht, das App, aber die Story ist irgendwie ein bisschen doof und darum bin ich jetzt sehr gespannt. Jetzt dunkelt es mich, als würde es klarer die Brücke machen zwischen Prometheus und dem Alien-Franchise mit dem Namen Alien Covenant. Der Trailer hat spooky und irgendwie so ein bisschen gefürchtig ausgesehen, darum ich bin gespannt auf das App. Dann haben wir Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge. Mit dem Javier Bardem als Salazar und der Johnny Depp ist wieder der Captain Jack Sparrow. Ich bin nicht der grösste Fan von den Pirates of the Caribbean Film, aber der sieht eigentlich noch ganz cool aus mit so Zombie-Piraten, darum warum nicht? Dann haben wir The Mummy, wo der Trailer wirklich so dermaßen lustig ist, weil alle nur blöd am Rumschreien sind, und vor allem, wo die Version vom Trailer rausgekommen ist, wo keine Musik hat und teilweise nur ein Geschrei ist absolut grossartig zum Schauen. Darum bin ich auch irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das ein super Film wird, aber gespannt bin ich trotzdem. Dann haben wir Wonder Woman, wo so ein bisschen die Saving Grace könnte werden vom DC-Filmuniversum. Der erste gute DC-Film vielleicht nach Enttäuschungen wie Man of Steel, Batman wie Superman oder Suicide Squad. Der Trailer sieht auf jeden Fall okay aus. Ich bin immer noch kein grosser Fan von der Gal Gadot. Ich glaube nicht, dass sie einen ganzen Film tragen kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann ein Film, wo ich mehr skeptisch bin als etwas anderes, aber er sieht eigentlich auch noch unterhaltsam aus. Es ist Transformers The Last Night. Ich habe den Transformers 1 cool gefunden, den zweiten nicht mehr so, den dritten musste ich in der Hälfte abstellen, weil er absolute Katastrophe ist. Den vierten habe ich mir ganz gespart. Aber jetzt sieht es eigentlich noch interessant aus, darum weiss ich nicht genau, was ich davon halten soll, aber gesehen wird er wahrscheinlich. Dann haben wir die Rückkehr von den Minions. Yay! Ich habe den Minions-Film ja nicht so toll gefunden, aber Despicable Me 3 sieht recht cool aus, weil dort sind Minions nur so Seitenfiguren sozusagen und müssen keinen eigenen Film tragen. Darum freue ich mich auf Despicable Me 3, wo einen mega bizarren Bösewicht hat, aber recht cool aussieht, meiner Meinung nach. Dann haben wir Spider-Man Homecoming, ein neuer Spider-Man-Film. Yay! Ich glaube irgendwie, der 6. innerhalb von 10 Jahren. Wieso auch immer. Aber jetzt ist der Spider-Man ist zurück bei Marvel. Dort hat es einen rechten Puff gegeben. Er war bei Civil War schon drin. Der Trailer sieht cool aus. Ich bin sehr gespannt. Dann der Film zu der Bully-Parade. Also Bully-Parade, der Film. Ich habe gar nicht gewusst, dass das irgendjemand noch sich mag erinnern an das, weil die Bully-Parade gibt es ja, glaube ich, schon ein Zeitchen nicht mehr. Aber ich habe die hin und wieder geschaut und vor allem die Outtakes super lustig gefunden. Darum bin ich mal zu einem gewissen Grad gespannt auf den Film von dem.
Dann der Film mit dem längsten Titel, das ist Valerian and the City of a Thousand Planets. Es sieht aus, als hätte man alles Sci-Fi-mäßige genommen und in einen Film hineingepresst. Es ist vom Luc Besson, so viel es mir ist, ein Filmemacher, der schon lange nicht mehr wirklich Gutes gemacht hat, aber der sieht eigentlich noch recht interessant aus, aber ich glaube nicht wirklich, dass er gut wird. Gespannt darauf bin ich aber trotzdem. Dann der Film, der wahrscheinlich den Award bekommt für den nutzlosesten Film, ist The Emoji Movie. Ich weiss, wir haben einen Lego-Film gehabt, der grossartig rausgekommen ist, aber ich glaube nicht, dass der Emoji-Film etwas wird. Das ist einfach so, oh komm, wir machen aus allem einen Film, was es gibt und die Kids finden doch da die Smileys so cool, komm, wir machen einen Film von denen. Ja, ich glaube nicht, dass der etwas wird, aber trotzdem gespannt bin ich so ein bisschen drauf. Dann haben wir War for the Planet of the Apes oder in der Schweiz Planet der Affen Survival. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf den Film, weil die ersten zwei haben ja sehr einen guten Ruf oder sehr gute Rufe. Den ersten habe ich gesehen und cool gefunden, der zweite ist auch da oben auf dem Stapel und noch nicht gesehen, aber den werde ich sicher sehen, bevor der dritte rauskommt und ich bin gespannt auf das. Dann haben wir einen Film, wo nicht ein Haufen Leute darüber schwätzen, das ist The Coldest City. Er ist mit der Charlize Theron und nochmal ein paar berühmten Leuten und es geht darum, dass eine Spionin, glaube ich, im Kalten Krieg nach Berlin muss und irgendeinen Mord an ihrem Kollegen aufklären. Aber er ist von David Leitch, der Co-Regisseur war beim John Wick, beim ersten, und den habe ich sehr cool gefunden. Darum bin ich recht gespannt auf den Film, auch wenn ich noch nicht sehr viel weiss darüber. Dann haben wir noch einen zweiten Lego-Film, das ist der Lego Ninjago Movie oder Ninjago, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiss gar nichts über den Film, aber Lego meets Ninja bin dabei. Viele Filme haben wir nicht mehr, wir sind bald durch. Und der jetzt folgt, ist Kingsman, The Golden Circle. Ich habe den ersten Kingsman wirklich sehr, sehr stylisch und cool gefunden. Der zweite hat einen riesengroßen Cast mit dem Jeff Bridges und allen von den Alten und irgendwie der Julianne Moore und noch vielen mehr. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Und der Regisseur, der Matthew Vaughn, ist wieder dabei und das freut mich umso mehr. Dann haben wir einen Film von Christopher Nolan und das ist Dunkirk. Er macht einen Kriegsfilm, was ich nicht erwartet habe, dass das der Christopher Nolan würde machen, aber jetzt macht er es und der Trailer hat eigentlich gut ausgesehen, aber ich weiß nicht genau, wie der Christopher Nolan mit dem Kriegsfilm umgeht. Gespannt bin ich aber trotzdem rein wegen dem Regisseur. Dann haben wir noch den Film Borg, wo eine Zeit lang Borg vs. McEnroe oder McEnroe, wie auch immer geheißen hat, und handelt vom Wimbledon-Final von 1980, wo der John McEnroe gegen den Björn Borg gespielt hat, und es ist so eine Verfilmung von dem. Und ich habe Rush, einen Film über zwei Formel-1-Fahrer, den ich nicht kenne, schon spannend gefunden. Darum habe ich das Gefühl, dass da auch etwas daraus werden könnte. Dann haben wir noch zwei Filme, die noch gar kein Release-Datum haben, aber eigentlich 2017 sollten rauskommen. Und der eine davon ist Free Fire mit einem Haufen verschiedenen Leuten dabei, mit der Brie Larson, mit dem Charlton Copley, mit dem Armie Hammer und mit einem Haufen anderen, was einfach um einen Schiesserei geht in einem Warenhaus, und das tönt sehr, sehr lustig, hat gute Bewertungen bekommen. Darum bin ich sehr gespannt auf den und hoffe, dass der 2017 in der Schweiz rauskommt. Der andere ist Okja oder Okja, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber er ist vom Bong Joon-ho. Das ist der Snowpiercer gemacht hat. Er ist mit dem Jake Gyllenhaal und der Tilda Swinton und ein paar anderen berühmten Leuten, und nur schon wegen dem bin ich gespannt auf den. So, das sind die ersten 40 von meinen Top 50 gewesen. Jetzt kommen wir zu diesen 10 Filmen in einer nicht bestimmten Reihenfolge, wo ich mich am allermeisten freue drauf. Es sind vor allem grosse Filme, weil das sind die du so ein bisschen von Anfang an weisst, dass sie rauskommen. Aber ich werde unter einem Jahr sicher wieder auf ein paar Filme wie Sing Street zum Beispiel stoßen, die mir dann noch besser gefallen als die jetzt auf dieser Liste sind. Aber die 10 versprechen sehr, sehr gut zu werden. Und einer davon ist Thor Ragnarok. Ich habe die vorherigen Thor-Filme eigentlich ganz okay gefunden. Sie gehören zwar zu den Schwächeren vom Marvel Cinematic Universe, aber dass es jetzt der Thor und der Hulk irgendwie zusammenkommen und auch der ganze Cast ist spannend, und vor allem spannend für mich ist der Regisseur, der Taika Waititi, oder wie auch immer das der heißt, also wie man das sagt. Der hat What We Do in the Shadows gemacht und das finde ich ein super lustiger Film. Darum bin ich sehr, sehr gespannt auf Thor Ragnarok. Dann haben wir Edgar Wright, sein neues Werk. Ich bin ein grosser Fan von dem Regisseur und der Film heißt Baby Driver. Ich finde es ein absolut bescheuerter Titel, aber ich schaue alles, was der Edgar Wright anlangt. Die Cornetto-Trilogie ist grossartig. Scott Pilgrim vs. The World finde ich super und darum freue ich mich extrem auf Baby Driver. Dann haben wir einen Film, der bei uns leider erst im März rauskommt, was viel Spaß
sympathisch, weil ich will den Film eigentlich jetzt sehen, und das ist Silence von Martin Scorsese. Der Mann ist über 70 und hat, glaube ich, noch keinen schlechten Film gemacht, ever. Und der Andrew Garfield ist dabei und der Adam Driver ist dabei, und darum freue ich mich sehr auf den. Ich weiß nicht allzu viel, aber ich weiß, dass es darum geht, dass er in Japan spielt, während der Zeit, wo das Christentum verboten war. Und viel mehr weiß ich nicht, aber es klingt sehr, sehr spannend, und darum freue ich mich sehr auf den. Dann haben wir nochmal einen Film mit dem Andrew Garfield, und der ist von Mel Gibson und heißt Hacksaw Ridge. Und dort geht es um einen Typ, der in den Zweiten Weltkrieg will, aber er ist eigentlich Pazifist, also er will niemanden umbringen. Und darum bin ich sehr gespannt. Der Mel Gibson macht sehr realistische Filme, so viel es mir ist, und auch Hacksaw Ridge sieht aus, als würde er in die Richtung gehen. Dann haben wir einen, der wahrscheinlich ziemlich lächerlich wird, und das ist The Fate of the Furious. Ich weiß nicht, ob er in der Schweiz jetzt einfach Fast and the Furious 8 heisst, aber ich bin sehr gespannt. Der Trailer sieht völlig lächerlich und bescheuert aus. Ich freue mich sehr. Ich finde Fast and the Furious 6 wirklich ein super toll unterhaltsamer Actionfilm, und The Fate of the Furious verspricht noch viel mehr, obwohl er irgendeinen komischen Story-Twist versucht einzubauen, wo ich finde so eher lächerlich, aber trotzdem freue ich mich sehr auf den Film. Dann haben wir wieder einen Superheldenfilm, der aber sehr Superhelden-untypisch aussieht, mehr wie so einen düsteren Western, und das ist Logan, sprich der dritte Wolverine-Film, der rated R ist, also ab 16 oder 18, sprich mit Blut und grusig und alles, und ich bin sehr gespannt auf den. Der Trailer hat absolut fantastisch ausgesehen, mit cooler Musik, mit einem sehr, sehr coolen Stil, und ich weiß jetzt nicht, ist das vielleicht das letzte Mal, wo wir den Patrick Stewart als Charles Xavier sehen, ist es das letzte Mal, wo wir den Hugh Jackman als Wolverine sehen, weil er ist auch langsam alt, nicht mehr der Jüngste. Darum bin ich sehr gespannt auf Logan. Und nochmal ein Superheldenfilm, und das ist The Justice League. Ich bin sehr gespannt auf den, weil der Trailer hat eigentlich gut ausgesehen, aber ich traue einfach am Zack Snyder nicht über den Weg, was der mit dem Film macht. Die Schauspieler sind eigentlich okay, es sieht aus, als gäbe es eine coole Version vom Aquaman, aber ganz ehrlich, in dieser Gruppe, was macht der Batman? Er ist einfach ein random Typ, ein reicher Typ, der ein bisschen schlägeln kann in einem schwarzen Gummianzug. Was soll der gegen so einen coolen, außerirdischen Monstermann machen? Keine Ahnung. Aber trotzdem, ich bin sehr gespannt auf Justice League. Und wenn Justice League nicht gut wird, dann kann man das DC Cinematic Universe einfach kübeln. Dann kein Superheldenfilm, und zwar Blade Runner 2049. Das ist ein Sequel zu Blade Runner, wo viele Leute gefunden haben, so was, wieso macht man zu dem eine Weiterführung? Das ist doch völlig unnötig. Aber jetzt ist der erste Trailer rausgekommen, und der sieht grossartig aus. Der Denis Villeneuve führt Regie, und ich bin ein grosser Fan von ihm. Der Harrison Ford ist zurück für seine Rolle als Deckard. Dann haben wir den Ryan Gosling, der dabei ist, und der Jared Leto und noch einen Haufen andere super gute Schauspieler, und eben vor allem der Trailer haben mir den Film verkauft. Ich wollte den jetzt unbedingt sehen, auch wenn er erst im Oktober rauskommt bei uns. Dann haben wir noch wahrscheinlich den Film, der auf allen Listen ever wird sein, und das ist Star Wars Episode 8. Und im Dezember ist es wieder so weit, dann kommen wir endlich Sequel über von The Force Awakens. Wir wissen noch nicht, wie er heisst, wir wissen noch nicht, um was es geht, wir wissen grob so, wer mitspielt, aber ich bin mega gespannt auf den. Der Hype ist noch nicht so da, aber wenn dann der erste Trailer kommt, dann sind wir alle sowieso wieder gehypt bis am Bach, aber darum freue ich mich wahnsinnig auf Star Wars Episode 8. Und der letzte Film, wo ich mich extrem fest darauf freue, ist Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich habe den ersten Film, also den Soundtrack vom ersten Film, habe ich auf Kassettli, und ich finde die Figuren super cool, der erste Trailer ist super, die Musik tönt gut, der Regisseur ist gut, und es dünkt mich, als wären alle sehr interessiert, da einen super Film zu machen, und darum bin ich sowieso dabei. Ich werde am ersten Tag, wo Guardians of the Galaxy 2 im Kino ist, in einem Kinosessel sitzen und mir den Film anschauen. Ich bin echt mega gespannt und freue mich drauf. Der erste Guardians of the Galaxy ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm aus dem Marvel Cinematic Universe, und darum ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich mich auf den Film freue. So, jetzt habe ich glaube ich genug geschnurrt. Jetzt habe ich satte 50 Filme aufgetischt, aufgelistet, aufgezählt, wo ich mich freue oder gespannt bin drauf im Jahr 2017. Wahrscheinlich habe ich wieder etwa 10 Filme vergessen, wo ich mich freue drauf, und ich es aber irgendwie nicht realisiere. Und es wird garantiert einen Haufen Filme geben das Jahr, wo ich drüber stolpere, obwohl ich gar nicht weiss, dass es die gibt. Und wenn es du bis jetzt geschafft hast im Video, ich weiss nicht, wieso dass du dir das antust, aber ich danke dir vielmals, dass du das Video angeschaut hast, und ich sehe dich beim nächsten Mal.